Vor der Bärenhöhle ruft der Charlie. Hallo, Bär! Aus der Höhle hört man ein Brummeln. Und dann kommt langsam und verschlafen der Bär zur Höhle aus. Er geinet und entschuldigt sich. Ich habe gerade ein bisschen geschlafen. Hat der Wecker gar nicht gehört. Ja. Sag, ist denn etwa schon Weihnachten? Nein, es geht nicht mehr lang. Ich wollte nur fragen, ob du schon weißt, was du mitbringst. Nicht etwa getrocknete Beeren oder Zimtsterne, oder? Hey, nein, ich habe einen feinen Lebkuchen gebacken. Weisst, im Lebkuchen hat es Honig drin. Und Honig habe ich fürs Leben gern. Warte, ich habe ihn schon parat. Willst du mal schmecken? Der Charlie staunet. Der schmeckt nicht nur gut, der sieht auch noch wunderbar aus. Du hast ihn ja noch mit Mandeln und Nüssen verziert. Bär, ich freue mich riesig, dass du auch dabei bist. Also, bis bald. Bis bald. Ciao. Der Charlie stapft den Hocker ab, läuft über ein Schneefeld und überlegt. Jetzt haben wir Gutzli, Beere, Lebkuchen, aber noch keine Früchte. Mandarinli, das wär's. Aber woher die nehmen? Bei uns wachsen ja keine Mandarinli. Plötzlich fliegt ein schwarz-weißer Vogel über seinen Kopf. Ein Elster. Im Schnabel hat sie eine glitzerige Kugel. Elster sammeln ja alles, was glänzt. Hey, hallo, Elstere! Der Elster macht den Bogen, kommt näher und landet direkt neben Charlie. Ja, was ist? Gell? Du bist nicht an dieser Versammlung, wo ich von meiner Idee erzählt habe. Nein, aber ich habe trotzdem vernommen, dass es dieses Jahr bald Weihnachten gibt. Ich wäre auch gerne dabei. Aber ich weiss nicht, was ich mitbringen könnte. Man muss doch etwas zum Essen mitnehmen, oder? Ja, schon. Aber wenn du etwas Glitzeriges mitbringst, ist das auch gut. Dann können wir den Tannenbaum verzieren. Aber eigentlich fehlen noch Früchte. Mandarinli wären super. Mandarinli? Kein Problem. Ich habe heute Morgen gesehen, dass bei einem Haus Mandarinli auf dem Fenstersims liegen. Die sind sicher für uns Vögel hergelegt worden. Wegen den Kernen, die haben wir doch so gern. Der Elster flattert vor Freude mit den Flügeln auf und ab und fliegt davon. Der Charlie geht weiter und kommt zu einem schönen Wald mit Eichenbäumen. Er weiss, dass hier in dieser Gegend Eichhörnchen leben. Ah, dort raschelt etwas. Der Charlie kommt,